Kinder. Ich habe Schlagzeug aufgenommen für das ganze Album. Schlagzeug ist im Kasten. Ich habe selber aufgenommen, das erste Mal komplett alleinig, ohne Hilfe. Und ja, ich war schon wirklich nervös. Ich habe schon ein paar Mal zugeschaut und so, aber Karli Braun das erste Mal ohne Hilfe Schlagzeug aufnehmen und dann gleich mit ihm, gleich mit dem Lukas Hasi. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt ja. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Schlagzeug hat er gesagt nein. Das heißt, ich habe einmal ein Schlagzeug hingestellt. Das ist ja mal, das musst du mal verstehen, ich bin ja kein Schlagzeuger. Für mich war das ja schon einmal okay. Ich war froh, dass ich ihm ein Schlagzeug hingestellt habe. Und also ich bin froh gewesen, dass er nicht gleich weggerannt ist, wie er das Schlagzeug gesehen hat oder mit dem Schlagzeug um die Ohren gehauen hat. War wirklich, ja, in der Kombüse haben sie mehr ausgelacht. Ich war schon ein bisschen nervös. Ich habe mich den ganzen Tag vorbereitet und ja, nach 5 Stunden steht das Schlagzeug dort und 2 Mikros. Ja, da lachen sie mir aus, die Kinder in der Tonkombüse. Das Studio, wo ich bin, seit 1,5 Jahren. Tonkombüse. Ja, für mich war das schon super, dass da Schlagzeug steht, dass wie Schlagzeug klingt. Und ja, naja, war wirklich super. Lukas ist wirklich ein wahnsinnig Schlagzeuger und der kennt sich natürlich auch ein bisschen besser aus wie der Karli Braun mit Mikros und der war schon ein paar Mal öfters bei einer Schlagzeugaufnahme dabei als der Karli Braun. Aber wirklich super, der hat wirklich das ernst genommen und die Lieder gespielt. Und das ist ja natürlich für mich, ist es ja, das sind so die kleinen Erfolgserlebnisse. Ne? Für mich, ich habe ja keine CDs verkauft oder kein Radio Airplay gehabt oder keine großen Konzerte gespielt. Das sind halt, ja, wenn sie ein super Musiker, wenn mit der 3 Stunden ernst nimmt, meine Lieder halt und mir hilft, Lieder einspielen, das ist wirklich so wertvoll. Oder so ein bisschen eine Bestätigung vielleicht, oder ich weiß nicht, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also die kleinen, schönen Erlebnisse. Eigentlich super. Er hat mir 9 Lieder eingespielt, glaube ich, von meinem englischen Projekt auch ein paar. Ich mache überhaupt jetzt ein Schlagzeuger-All-Star-Album. Also wirklich schon ein paar ziemlich gute Schlagzeuger da. Vereint auf einem Album. Dreckig wird das heißen, glaube ich übrigens, das Album. Der Max Schachner hat mir geholfen, 2 Lieder einspielen. Das sind noch nicht veröffentlicht. Die warten noch in den Startlöchern. Und dann habe ich noch einen alten Bekannten von mir gefragt. Zweite Aufnahmesession, da war ich ein bisschen entspannter dann. Das ist aber oder? Muss schon cool sein dann. Sir Kendall von der Entrepreneur. Er ist ja eigentlich ein voll super Klavierspieler, aber er kann auch voll super Schlagzeug spielen. Also ich kenne ihn ja, ich weiß ja, wie er spielt und mich freut es halt total, dass das dann funktioniert. Da überlegst du einen Schlagzeuger, wo du denkst, das könnte passen vom Stil her und so und das taugt ihm vielleicht und dass das tatsächlich passt. Es ist schon auch cool, ich meine, das hat jetzt alles funktioniert. Ich bin wirklich sehr froh, weil es ja schon blöd ist, wenn es nicht funktioniert, dann triffst du die und dann probiert man einmal, dann passt es nicht so richtig und nein, machen wir es da nicht und es ist schon immer so ein bisschen blöd. Und in dem Fall hat alles funktioniert unglaublich. Und es ist schon auch
schön. Also abgesehen von den Musikern, die mir helfen da oder mich ernst nehmen, was ich vorher gemacht habe. 100 noch vergessen habe, glaube ich. Nicht 100, aber die Martina auf jeden Fall. Der Hanna ist ein lieber Freund von mir, hat mir E-Gitarre drüber gespielt bei einer Nummer. Ich hoffe, der kommt nochmal. Und Martina überstimmen. Ein zweites Duett gibt es auch noch. Das ist schon fertig. Ja, da müssen wir schauen. Aber abgesehen von dem, von den Musikern auch, ist so, wie viele Leute das dabei waren, in der, weiß ich nicht, beim Schlagzeug ausborgen schon, beim Schlagzeug zusammenschnorren oder herrichten, weiß nicht, eben Kumpel von mir, Becken borgt und der Snare, der Antonitsch. Mein uraltes Snare, die habe ich vor 15 Jahren aus dem Müll rausgeholt, irgendeine Volksmusik, Blech-Snare. Den mein Kumpel von mir herkriegt, der Schini, der Peter, Lukas in die Hand druckt und gesagt, der Peter herkriegt. Ja, Lukas nimmt sie und spielt einfach. Nein, aber auch, weil sie leibend gelungen hat. Oder ja, in der Tonkombüse in dem Studio, der Daniel hat mir sämtliche Schlagzeuge gezeigt. Und der hat mir dort Mikros und ein paar Verstärker ausbauen können. Wirklich super. Der Wolf von der, wie heißt die Band? Sankra, ich weiß jetzt nicht. Hat mir Hardware und die Bassdrum geborgt. Das ist super. Ja, das ist schon auch, wie viele Leute das da involviert waren in so einer eiskalten Zeit irgendwie. Ist schon jetzt schön gerade irgendwie für mich, wenn ich so da sitze. Der Feier hat sich die Spuren angehört nach meiner ersten Session und geschaut, ob ich keinen kompletten Murks dran. Ist schon super. Ist jetzt vor einem Monat, also vor diesen 4 Aufnahmesessions da bin ich gesessen da daheim und habe mir gedacht, ich tue jetzt seit einem Jahr herum oder seit einem halben Jahr jetzt bei den letzten Nummern und es geht nichts weiter. Du musst das Schlagzeug aufnehmen, damit du weiter tun kannst. Ne? Ja, und das war so das Gefühl, ich tue seit Ewigkeiten und es ist nichts fertig. Und jetzt sitze ich schon da und denke mir, eigentlich ist es schon fast fertig jetzt. Ne? Schon die ersten Nummern werden schon fertig. Ist schon cool, dachte man. Naja, Kinder haben mich gefreut, dass ihr da mal vorbeigeschaut habt. Viert euch, ciao.